Gemüsecurry mit Reis und einem kleinen Knack drin. Welcher Knack? Sehen wir jetzt gerade, wenn sie es macht. Einen guten. Patricia, ich habe es verstanden, ist klar, mit Erdnüssli. Ist ja logisch, sonst geht es gar nicht. Genau. Was brauchst du sonst noch? Und zum schön Farbe reinbringen, machen wir möglichst viele verschiedene Gemüse. Okay. Und zwar das, was man gerade in der Saison hat, oder? Erdnusspaste noch dazu, Erdnussbutter oder Sojasauce, Kokosmilch, Kokosmilch, ja. ein Öl. Ich habe Olivenöl, weil ich Du nimmst das ja hier habe. Olivenöl? Genau, könnt auch ein anderes Öl haben. Verschiedene Gewürze, vor allem heute aber Curry. Da haben wir das Herdöpfelgewürz natürlich. Haben wir Peperoncini, sind super. Und getrocknete Zwiebeln. Das kann noch gut kommen. Genau. Ich bin schon fast bereit zum Probieren, aber Super. du noch nicht Aber mit zuerst Kochen. muss ich kochen, ja. Alles Ja. gut, ich freue mich mega. Super, aber du kommst sicher nachher wieder. Rufst du mal? Auf jeden Fall. Danke. Bis nachher. Bis nachher. Ciao. Tschüss. Schneiden wir die Gemüse in einigermaßen große, gleichgröße Stücke. Fenkel nehme ich wirklich nur da weg. Die Spieße da und schneide ich so längst in die Mitte. Und eigentlich beim Fenkel ist nur dieser Teil hier in die Mitte, wo wirklich hart ist, oder? Der Strunk hier. Das nehme ich so weg. Und zwar wirklich auf alle jetzt so Viertel. Wenn ich jetzt noch ein bisschen Blätter hätte vom Fenkel, würde ich auch nehmen. Aber der hat es leider keins gehabt. Die Zucchini habe ich auch spitze weggeschnitten. Einmal in die Mitte und dann Viertel und einfach so schneiden. Rüebli geschält und auch so im Viertelstückchen geschnitten. Peperoni gehe auch immer da in die Mitte, schneide bis da unten. Falls du das noch nicht gesehen hast in einem anderen Video. Und dann kann ich gut brechen bis unten. Da verschwende ich nichts. Alle Gemüse sind geschnitten. Ich gehe jetzt zu der Pfanne und zwar mit dem Erdnuss. Ohne Zugabe vom Öl werde ich die nur kurz anrösten, dass sie mehr Geschmack entfalten. Sie sind zwar schon sehr geschmacksintensiv, aber noch mehr. Und dabei daran denken, immer wieder wenden. Wir wollen keine schwarze Erdnuss, sie soll nur braun sein. Es ist schon heiß. Schön verteilen. Du riechst das vielleicht nicht, die Hai, aber ich schon. Es riecht schon intensiver nach Erdnuss. Dann kann ich das wieder weg von der Pfanne. Die kommen nachher schon wieder dahin. Ich nehme die jetzt aus der Pfanne weg. Ich werde die nachher zwar nochmal in die Pfanne tun, aber jetzt noch nicht, weil wir jetzt mit dem Gemüse weitermachen. Und zwar das Öl zuerst in die Pfanne gießen. Gemüse jetzt, das ist wichtig. Je nachdem, was du die Hai nimmst, ich nehme zuerst die Gemüse, die länger haben zum Garwerden, oder? Und das wäre Rüebli und Fenkel zum Beispiel, Peperoni und Zucchini in meinem Fall, sind ganz schnell schon durch. Also dann nehme ich hier zuerst mal Fenkel, hört man das? Und Rüebli noch. Sie haben noch keine Gewürze, wirklich nur in meinem Fall Olivenöl und Gemüse. Deckel das kurz zu und dann bereiten wir eine feine Gemüsepaste, eine feine Gewürzepaste. Man muss nicht so fertige Currypaste kaufen, wenn man die richtige Gewürze hat. Und ein bisschen Erdnusspaste hier. Bei Erdnussallergie weglassen, geht auch gut. Zutatenmenge findest du da unten, gell? Ich mache hier immer ein bisschen weniger, nur für Städte und für mich. Aber da unten hast du das Rezept. Ein bisschen Sojasauce. Gemüse nicht vergessen, ne? Stelle ein bisschen ab hier, also ein bisschen weiter runter. Dann nehme ich Herdöpfelgewürz, unser Salz. Natürlich Curry, und zwar mit der größten Öffnung jetzt. Und ich mache auch hier drin gefriergetrocknete Zwiebeln. Wenn das eine nicht wunderbare Currypaste ist, dann höre ich wirklich auf kochen. Es riecht wirklich mega fein. Es hat die richtige Textur und das kommt jetzt in die Pfanne. Also, siehst du, die Gemüse, die länger brauchen zu kochen, sie sind noch bissfest, also sehr bissfest, aber sie sind auch nicht mehr roh, oder? Dann kann ich diese Paste hier ihnen fein Geschmack schenken. Ich rieche Fenkel schon, so gut. Ja, nichts verschwendet. Einfach alles schön in diese Soße reinbeziehen, so. Dann kann ich hier ein bisschen kurz runter mit der Hitze.
Und die nächsten Gemüse kommen dazu. In meinem Fall Zucchini. Ich könnte hier zum Beispiel auch Käfer nehmen, ich könnte Bohnen klein geschnitten nehmen. Ich könnte auch Kürbis nehmen, Kohlrabi, das, was du gerade hast. Alles schön mit der Soße und dann mit Kokosmilch ablöschen. Alles wieder schön rühren und die gerösteten Erdnüsse sind noch warm. Kommen auch noch dazu. Bitte mach das daheim. Es riecht wirklich so gut. Ui. Jetzt lasse ich das hier köcheln, bis die Gemüse durch sind. In dieser Zeit kann ich meinen Koriander schneiden. Wenn du Koriander gar nicht gern hast, dann nimm einfach Peterli. Da könnte man sogar auch die glatten Peterli, also die gefriergetrockneten Peterli vom Städti nehmen. Ich gemerkt, ich nehme auch so die Stiele dazu und deswegen schneide ich ganz klein, dass man nachher keine größere Stiel so ein Stück hat. Aber Geschmack hat man und die schmecken wirklich am meisten hier bei uns. So perfekt. Das gebe ich erst zum Schluss. Koriander verliert Geschmack, wenn er zu lange dort kocht. Dann warte ich noch und schaue mal, was hier passiert. Es hat ein bisschen so köchelt alles. Ist aber noch nicht fertig. Wenn ich das schaue, sehe ich, dass die Zucchini noch nicht ganz durch sind zum Beispiel. Und sobald die Zucchini durch sind, dann sind alle sicher auch durch. Wir haben die andere vorher rein. Ich gebe jetzt Peperoncini, wenn man gerne hat. Da gibt es Schärfe, aber auch Frische an das Ganze da. Und der Koriander. Es ist auch ohne sehr gut. Und mit ist mein Geschmack. Schön bunt. Lasse jetzt nur kochen, bis alles gar ist. So, sieht wie das aussieht. Cremig, schön heiß. Ich habe vorher probiert. Rüebli war noch nicht ganz durch, aber jetzt schon. Dann bereite ich das schön auf einen Teller und wir probieren zusammen. Komm! Ich komme! Ich sehe dich da! Komm! Komm! Wow, es schmeckt schon wieder im ganzen Städtegebäude nach dem feinen Kocherei. Und obwohl hier überall nach Gewürz schmeckt, gell? Immer wenn Patricia da am Kochen ist, schmeckt es fantastisch. Und da muss ich schnell rein tun. Ganz viele Menschen fragen mich wirklich immer an, Städti, kann ja nicht jedes Mal so gut sein. Ganz einfach. Da unten kommentieren, dann tue ich dich aussuchen, dann darfst du auch mal probieren. Ja. Und versprochen, du hast es jetzt gerade gesehen. Also, zeig mal. Wieder Gäbeli, super klein, gebe ich dir schön gern. geschnetzelt. Du. Genau. Mit, schauen wir alle genau. Und Also du kannst auch ohne Reis nehmen, wenn du willst. Aber Nein, ich nehme gerne ein bisschen Reis dazu. extra ein bisschen Reis dazu. Schau mal. Probiere ich nehme noch Erdnüsse. Du zuerst. Soll ich ehrlich sein? Immer. Die Hübel sind auch noch ein bisschen zu knackig. Ja, Aber ich finde es gut, dass es bissfest ist. Macht es aber gut. Jetzt die Erdnüsse. Und es kommt so eine kleine Schärfe hinten an. Sehr fein. Ist schon? Darf ich mal noch ein bisschen ohne Reis probieren? Natürlich. Schau mal. Das ist übrigens meine Nacht, mein Mittag, mein Dessert, mein Viere. Heute ist es ganz gesund. Gell? Also die Soße ist wirklich super cremig, sämig. Also man braucht keine fertige Currypaste, wenn man die richtigen Gewürze dazu hat, oder? Zum Beispiel die. Und schnell gemacht ist auch gewesen. Und brauchen nicht einmal eine gute Köchin dazu. Die habe ich euch nur angestellt, damit sie das Rezept macht. Dann könnt ihr selber daheim nachmachen und sagen, was gilt. Wenn ihr Lust habt, mal da dabei sein und einfach probieren. Wir müssen nicht reden, keine Angst. Aber wir filmen euch, wenn ihr es probiert. Schreibt unten rein, wer gerne möchte. Oder schickt mir eine E-Mail. Geht alles. Ich wünsche einen fantastischen Tag. Danke. Danke auch. Mega fein gewesen, natürlich schon wieder. Und danke fürs Dabeisein. Für dich machen wir das. Genau. Oder? Teilen, liken Genau. und bis nächstes Mal. Ja, bis nächstes Mal. Ciao, ciao. Tschüss.